Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind hier jetzt mitten an einem mysteriösen neuen Ort gelandet, und zwar an der Grenze des Königreichs. Und wir haben jetzt gerade ein paar Seelen zu wenig gehabt, um einen neuen Boden einschlagen. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir sammeln uns jetzt gerade mal von diesen komischen Insekten unsere Seelen ein, damit wir uns weiter den Weg erforschen können. Ich würde sagen, den nehme ich auch gerade mal noch mit, dass wir sicher mal genug haben. Voilà. Wir haben von den Spitztreffen eintreten und dann zeige ich euch gerade mal, wo wir ja in der letzten Folge stecken geblieben sind. Und zwar diese hier. Da ruckelt der Boden. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal weiter, was da so auf uns wartet. Einfach ein Topf voller Taler. Sagt mir jetzt nicht, das war es. Ah nein, da ruckelt es. Da ruckelt es noch am Boden. Alles klar, und weiter geht's. Alles klar. Das Einzige, was ich jetzt sicher mal mache, ich laufe da oben nochmal, ich komme jetzt da mal noch schnell noch durch. Ob es da vielleicht noch gerade irgendetwas Verstecktes hat an der Wand zu. Oder ob das einfach wirklich geradeaus abwärts war. Nein, das war alles geradeaus abwärts. Da hat keinen weiteren Weg gehabt, nichts. Okay, alles klar. Dann haben wir das ja auch schon geklärt. So, und was ist jetzt da? Da geht nochmal ein Weg abwärts. Also nochmal einmal abwärts. Okay, okay. Dann haben wir wieder zwei von diesen lustig springenden Insekten. Und gar nicht davon aus, dass da irgendwo der Boden nochmal ruckelt. Jawohl, alles klar. Und sonst hat es da auch nichts weiteres. Da können wir auch nicht weiterlaufen. Nichts, dann nochmal abwärts. Kabusch! Hey, hey, wo sind wir da gelandet? Ah, da könnten wir jetzt nochmal unsere Seelen anfüllen. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Dann müssen wir gerade nochmal ein Stockwerk abwärts. Wo sind wir da gelandet? Das ist ein riesen Berg voller Taler. Nein, was? Es regnet Taler! Oh mein Gott! Über 380 Taler haben wir gefunden. Mega nice. Für das hat sich das natürlich sowieso jetzt schon gelohnt. Wir haben ja nochmal eine neue Fähigkeit gelernt. Ich zeige dir mal noch ganz kurz. Und zwar diese hier. Bei unserem Meister in der letzten Folge. Aber geht es jetzt wirklich nicht mehr weiter? Bin ich jetzt da wirklich am Endpunkt? Nicht, dass ich da jetzt rausgehe und am Schluss hat es dann da doch noch irgendein Wägli. Oh Mann, jetzt muss ich da alles wieder rausgümpeln. Okay, okay, okay. Wenn ihr das von mir verlangt, dann muss ich das in dem Fall auch machen. Jetzt muss ich sonst mal gerade mal schauen, wo wir genau stehen. Sonst können wir da uns eigentlich einmal ganz kurz noch. Sonst könnten wir im allerschlimmsten Notfall eigentlich jetzt einmal kurz abspeichern. Aus dem Spiel rausgehen, wieder ins Spiel rein. Dann würden wir auch wieder beim Bänkchen landen. Dann müssten wir eigentlich auch nicht den ganzen Weg auf uns nehmen. Das wäre jetzt so meine kleine Überlegung, die wir noch ganz kurz an der Stelle machen können. Und ich glaube, das mache ich jetzt einmal schnell. Fortschritt wird gespeichert. Ich mache das mal gerade mit euch zusammen, dass ihr einmal sehen, wie das Ganze funktioniert. So, Leute, dann gehen wir da auf Spiel starten. Auf unseren momentanen Spielstand. Und wieder ins Spiel rein. Und dann sollten wir eigentlich am letzten Bänkchen landen, wo wir drauf gesessen sind. Und das wäre wieder außerhalb vom Dings. Doch, dort hat es doch noch einen Weg. Ich habe es doch gewusst. Es hat mir angezeigt, nein, und jetzt ist dort doch noch ein Weg. Oder hat das mit dem da zu tun? Ah nein, das hat mit dem da zu tun. Sehe ich das richtig? Okay, oh, oh. Genau, da sind wir ja runtergegangen. Aber es sollte in dem Fall noch mal einen Weg weiter haben. Wir sind irgendwo noch falsch abgebogen. Aber jetzt ist es gut, dass wir wenigstens mal die Karte noch aktualisiert haben. Wo ist jetzt also gerade das Insekt hergekommen? Der eine würde ich eigentlich gerne schnell annehmen. Da muss ich Seelen anfüllen. Warum, die ignorieren wir jetzt alle. Ah, dort! Nein, da links. Ich würde sagen, den ignoriere ich. Mit dem habe ich beim letzten Mal nämlich schon Schwierigkeiten gehabt. Ah ja, genau, da hat es ja wirklich noch einen Weg gehabt. Da habe ich wirklich ganz völlig vergessen. Aber ich würde sagen, dann haben wir eine kurze Abkürzung gehabt. Jetzt mit unserem Bänkli. So. Wo sind wir jetzt da? Ich glaube, ich schaue jetzt. Hat es da irgendetwas zum. Nicht wirklich. Okay, da haben wir nochmal so ein riesen Viechli. Ich würde sagen, am besten ist die Taktik einfach da stehen bleiben und dann versuchen, so eins auf den Latz hauen. Aber nicht so, nicht so. Zuerst Leben anfüllen.
Zuerst Leben anfüllen und dann kümmern wir uns weiter um den. Jawohl, hat doch gut funktioniert. Supidupi. So, dann sind wir da wieder in einem komplett neuen Bereich. Da muss ich aufpassen, mit denen komme ich noch nicht so ganz klar. So, den haben wir erledigt. Füllen wir aber schon das Leben an. Aufpassen, ja, ich habe genau gewusst, dass Deus jetzt natürlich falscher Moment ist, um das Leben anfüllen. Aber spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr. So, dann sind beide mal schon mal beseitigt. Ah, da haben wir gerade noch mal einen. Ach, das ist so schwierig. Ich weiss nicht, wie ich den am besten ausweichen soll. Das ist mein Problem auch. Die kostet mich einfach einen Haufen an Leben. Entweder ignoriere ich sie einfach, oder ich bekämpfe sie, aber... Ja, oh, was sind denn das? Gut, gegen solche habe ich jetzt auch noch nicht gekämpft. Das sind ganz neue Insekten gewesen. Oh, komm, ich verstecke mich da rein. Wir füllen jetzt kurz unser Leben an. Da hinten höre ich irgendetwas. Hat es da noch mehr? Ist das noch gerade das da? Dann würde ich sagen, betrachten. Schneller Hieb haben wir bekommen. Nice. Erschaffen aus zusammengeschmolzenen, unvollkommenen und abgelegten Nägeln. Die Nägel sehen sich noch immer danach, geschwungen zu werden. Ermöglicht es dem Träger, seinen Nagel viel schneller zu schwingen. Okay, wie viel Platz braucht er? 3 Stück. Dann muss der aber richtig schnell sein, der Nagel. Ah, Mann. Jetzt muss ich die noch schnell beiseite schaffen, weil ich habe das Gefühl, das geht noch... Jawohl, das geht da noch ein bisschen weiter rauf. Komm, die ignorieren wir. Die ignorieren wir jetzt knallhart. Okay, und wo landen wir jetzt? Jetzt sind wir wieder angelandet. Alles klar. In dem Fall würde ich sagen, haben wir dort alles erkunden, was wir erkunden können. Komm, ich ignoriere die da. Schnell mal so Speedrun-mäßig durchversuchen. Und ab auf unser Bänkchen einmal ausruhen. So haben wir nämlich auch unsere Karten nochmal aktualisiert. Ich wollte jetzt das aber nochmal schnell anschauen, was da mit dem schnellen Hieb vor sich geht. Haben wir irgendetwas, das 3 kostet? Komm, das kostet 3. Jetzt nehme ich das mal schnell raus. Dann sollte ich das mal rein tun. Boah, gut, es ist schon extrem schneller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Combo, die ich gerade momentan bei mir habe, völlig zufrieden. Und zwar langer Nagel und Dornenqual. Das hat man nämlich bis jetzt immer wieder mal gerne das Vögel gerettet. Und der lange Nagel ist besonders gut gegen die grossen Insekten, wenn ich mich da irgendwo reinbunkern kann. Ui, komm, locken wir die da rüber. Und da hauen sie wieder ab. Alles klar. Ich muss versuchen, an denen irgendwie vorbeizugehen, ohne Schaden zu bekommen. Jawohl! Nein! Dort durch! Jawohl! Jawohl! Einfach durch, einfach durch! Da rauf kommt er nicht. Da füllen wir nochmal kurz ein Leben an. Jetzt kommt mir das Insekt auf den Keks gehen. Verstecke ich mich da unten schnell. Und zwar würde ich sagen, erkunden wir direkt einmal noch den nächsten Weg. Und zwar oberhalb von uns. Genau. Da einmal rechts, dann da wieder rauf. Das kommt gut, das kommt gut. Ah, das wäre der Weg und da kommen wir gar nicht weiter. Okay, alles klar. Wir haben aber noch mehrere offene Wege, die ich gerne erkunden würde. Einfach noch weiter oben, das heisst, wir müssen uns jetzt ein bisschen den Weg zurückkämpfen. Schade, dass da unten keine so eine Art Hirschkäferweg hat, wo wir uns den Weg könnten freikämpfen. Immer wieder mal dort runterkommen, dass wir jetzt da einfach uns den Weg wieder raufkämpfen. So habe ich es gemeint, so habe ich es sagen. Versprecher gibt es ja immer wieder mal. Oh Mann, da sind genau noch 3 Gumpen. Die Viecher sind mir jetzt schon einfach eins zu nervig, direkt auf die andere Seite, damit ich mal schnell mein Leben nochmal anfüllen kann. So, la. Wir sind jetzt da. Haben wir den Weg dort hinten schon erkundet? Ist das der Weg, wo wir nicht weiterkommen, gell? Weil wegen dieser komischen Pfütze. Würde ich jetzt einmal so grob behaupten. Ich würde es jetzt mal so grob behaupten, aber ich kann es nicht genau sagen. Dann würde ich jetzt mal sagen, da haben wir auch einen Weg unten durch. Nein, das ist wieder so ein komischer... Nein, das funktioniert nicht, das habe ich schon mal machen. Und ich bringe das einfach nicht an im richtigen Moment. Nein, fast geschafft, fast geschafft. Ich probiere das jetzt nochmal. Nein, wir müssen uns an dieser Kante festheben, um uns hier unten durchfliegen zu lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das bin ich einfach entweder zu langsam oder zu dumm. Eins von beidem. Und jetzt wird es einfach kritisch, weil wir keine Seele mehr haben. Wie mache ich das? Ich muss da unten durch.
Nein, 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 nein. Gegen die kann ich jetzt auch gerade sowas von Kalo. Ui, oder? Hoi, etwa. Aber da würden auch nur so Insekten auf uns warten. Das Bänkchen wäre natürlich nicht allzu weit. Die Frage ist jetzt, ob wir einfach sonst uns versuchen, den Weg gegen rauf zu kämpfen. Um dort anschauen. Oder ob ich jetzt da nochmal versuche, unten durchzukommen. Wieso schaffe ich denn das nicht? Bin ich so... Ich sag nichts mehr. Ich kann jetzt gerade sagen, bin ich so zu blöd dafür. Und ich habe gerade bewiesen, wie blöd ich wirklich bin. Dann würde ich sagen... Mann! Nochmal einmal alles zurück, bitte. Wow! Gut, jetzt habe ich gedacht, das funktioniert besser. Komm jetzt, lass mich durch. Ich muss meine Seele wieder einsammeln. Ich könnte uns noch einmal einen Hieb geben. Die Insekten unten sind wirklich ziemlich stark unterwegs und mega nervig. Ich hoffe, das nimmt ein Ende. Einfach, dass wir wenigstens unsere Seele wieder reinholen können. Das wäre mir wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kämpfe ganz kurz schnell gegen die zwei kleinen Viecher, da, um meine Seele nachfüllen. So, das funktioniert schon mal gut. Wir sind schon wieder an einem Punkt gelandet, wo ich einfach nicht weiterkomme. Darum würde ich sagen, wir kämpfen uns wirklich den Weg oben durch mal frei und schauen uns sonst den Weg nochmal später an. Weil das kann sich nur um Dutzende Versuche handeln, bis ich dort wirklich mal durchkomme. So, noch weiter rauf, jawohl. Oder kommen wir wieder von denen. Ah Mann, das ist so mühsam, wenn der von hinten schießt. Ich konzentriere mich auf den von hinten. Und der böllert mich einfach weiterhin ab. Das kann ja nicht sein. So, ich versuche jetzt mal meine Seele komplett auffüllen. Dann würde ich sagen, meine Seele, so viel wie ich besitze, versuche ich jetzt einmal dort entlang zu kumpen. So, jetzt probieren wir das nämlich nochmal. Nein! So, noch 1, 2 Versuche. Komm jetzt, es hat fast funktioniert! Ich drücke einfach, glaube ich, zu langsam. Ich drücke, glaube ich, einfach viel zu langsam. Ich versuche es jetzt noch einmal, dann haben wir noch 3 Lebenführung. Das sollte eigentlich dann gut auslangen. Komm, es funktioniert einfach nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Gut, auch 3 Leben könnten noch ziemlich knapp werden gegen... Komm, schiess. Wieso kump ich genau rein? Wieso kump ich genau rein? Oh mein Gott! Ach, ich hätte die 3 Leben lieber nochmal da unten drauf versucht. Es tut mir so leid, dass mir wieder so viel fehlt. Es nervt mich selber. Gut, dass mich das jetzt da noch verwünscht hat, das finde ich jetzt aber schon ein bisschen fragwürdig. Für das haue ich aber jetzt euch Eis gegen den Keks. Ah, jetzt habe ich gemeint, du kommst gerade noch ein bisschen schneller. Ein bisschen langsamer unterwegs, als ich im Kopf hatte. So, dann fülle ich aber lieber zuerst mein Leben einmal an, bevor ich da weitermache. So, das funktioniert bis jetzt wieder mal gut. Also, den Weg aufwärts bringen wir soweit eigentlich gut wieder an. Aber ich würde sagen, den anderen Weg lassen wir jetzt einfach mal außer Acht und versuchen uns wirklich mal schnell oben durchzukämpfen, um uns das mal anschauen, was dort so noch auf uns wartet. Weil mich interessiert das natürlich schaurig. Und statt die ganze Zeit müssen an einem Ort stehen bleiben und fehlen, können wir ja mal zu einem späteren Zeitpunkt da zurückkommen, wo vielleicht meine Reaktionszeit auch ein bisschen besser ist. Sola. Sola. Genau, jetzt sind wir da einfach aufwärts. Ich glaube, da muss ich nochmal links. Ich muss jetzt mal ganz kurz schnell auf die Karte schauen. Ich glaube, ja, da sind wir richtig. Alles klar. So, dann nehmen wir unsere Seele schon mal wieder. Das ist schon mal eines der wichtigsten Sachen. Oh, dass der genau noch in Bekannten reinkommt! Ich werde heute Abend ein Trauma haben von den Insekten, weil sie mir so gegen den Strich gegangen sind. Ich würde sagen, ich fülle mir da lieber nochmal schon das Leben an. Und wir fangen an. Oh, die gehen mir so gegen den Keks.
Komm, dann fühle ich mir da nochmal das Leben noch gemütlich nach. Und dann versuchen wir mal weiter raufzukommen. Nein, nein, nein. Nein, das tue ich mir nicht freiwillig an. Ciao zusammen. Ganz leicht, Gebt ein paar Insekten gegen den Kick. Dann rennt doch einfach davon. Gehört da auch irgendwo noch... Ah, genau, so eine... Nein, ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe gerade gedacht, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Es ist ausgerechnet, dass es gut funktioniert so. Kann man da durchlaufen, oder warum? Nein, da unten dran hat es noch eins. Wo uns so eine kleine Höhle reinführt. Mit Portaler! Sag ich natürlich auch nicht. Wir haben fast 3000 Geo zusammen. Das ist schon unglaublich. Ah, das ist einfach so ein Weg, den man hätte aussen durchnehmen können. Okay. Also nichts wirklich Spezielles. Außer ich kann jetzt irgendetwas übersehen. Ich würde sagen, wir wollen uns ja hauptsächlich mal gegen oben kämpfen. Dann spielt es also keine Rolle, ob ich jetzt das da mache oder irgendwo anders. Polar. Concentration. Nein, noch wieder so ein Ding. So, wo bin ich jetzt da? An einem komplett neuen Ort. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe, glaube ich, gerade noch einen Weg freigeschossen. Sehe ich das richtig? Jawohl. Okay, dann schauen wir da einmal schnell durch. Betrachten, Königsidol. Für das habe ich jetzt so viel Leben auf mich genommen. Tschüss, tschüss, tschüss. So, dann fühlen wir gerade mal noch schnell unser Leben an. Das war jetzt halt ein bisschen pussyhaft, was ich da gerade gemacht habe, aber es hat ja irgendwie funktioniert. So, ich hoffe eigentlich eher, dass man da langsam mal noch auf ein Bänkchen findet. So, oh, da haben wir gerade einen Haufen voller kleiner Insekten. Da sage ich natürlich auch nicht nein. Haufen Geo und genug Seelen, um wieder ein Leben anfühlen. So, finden wir uns jetzt da? Da oben haben wir noch... Ich habe jetzt gerade wirklich Angst bekommen, wenn ich ehrlich bin, als ich das Ding dort oben gesehen habe, dass es nicht gerade von Anfang an angekumpelt hat, hat mich jetzt ein bisschen verwundert, aber können wir ja auch froh darum sein. So. Da kommt irgendwo wieder so ein Riesenteil umeinander. Jetzt da irgendetwas, dass man da rauf kann? Nicht, hä? Okay. Irgendetwas stampft da dermaßen grob umeinander. Mich wundert jetzt gerade, was das ist. Okay, da können wir einen Weg aufschlagen, der uns zurückführt zu der Stadt der Tränen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gerade mal den Weg an, der uns zurück zu der Stadt der Tränen wird führen. Und ich habe mich jetzt ziemlich wundern, wo wir da rauskommen würden. Schaue ich mir das mal an. Ah, ist das der Weg, den ich schon mal angeschaut habe? Ah, dem Lift. Da habe ich mal angeschaut und habe mich schon gefragt, hä? Wie kann das sein, dass es da einen Weg gibt, der uns irgendwie gar nichts bringt? Alles klar. Dann würde ich sagen, und kommen wir mal doch direkt mal ein bisschen weiter. Ey, wie viel wollen da noch von euch kommen? Sind wir da im Kolosseum? Das tönt nämlich schon danach. Hä? Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, jetzt sind wir einfach abgewärts gegangen. Ah, ausruhen! Nice, und da haben wir ja auch unseren guten Kollegen wieder zuhören. Bleiches Ding, du hast ihn auch gefunden, diesen perfekten Ort. Ich werde bald in den Kampf ziehen. Ich muss mich zuerst noch kurz ausruhen. Obwohl nur wenige mich wahrlich herausfordern könnten, hoffe ich, dass diese Arena mir den brutalen Herausforderungen bieten kann, nach der ich mich sehne. Okay. Wir sind im Kolosseum gelandet, so nice! Okay, da innen wird richtig geschlachtet und gemördelt und... Wow, das wäre doch jetzt auch mal etwas. Wenn wir uns so eine Herausforderung stellen, hier im Kolosseum. Ich kann das eigentlich sonst mal ganz kurz erklären, da ich das Spiel ja einmal durchgespielt habe, aber ziemlich lange her ist. Und zwar, sobald wir sterben, taucht da hinten unsere Seele auf, für das ist die Kamera da. Aber ich mag mich eben so plus minus wirklich grob erinnern, was da so abgeht. Und das sind 3 Herausforderungen, die wir meistern können. Im Kolosseum selber, da ist jetzt gerade momentan der Weg versperrt. Ich würde sagen, wir probieren es gerade mal aus. Betrachten! Bleib stehen! Diese Prüfung ist für die, die den entsprechenden Beitrag nicht gezahlt haben. Geschlossen. Komm schnell hier rüber und bring dein Geo mir.
zuhören. Ah, ein weiterer Krieger findet seinen Weg in unseren schönen tödlichen Kampf versuchen wollen. Alles, was man dafür tun muss, ist ein Zeichen auf dem Prüfungsbrett seiner Wahl zu setzen. Und zack, die Tore der Arena werden sich öffnen. Jede Prüfung kostet eine geringe Gebühr. Aber ich bin sicher, als fähiger Kämpfer hast du reichlich Geo gesammelt. Nun, bevor du deinen Nagel ziehst und heilig in den Kampf stürmst, will ich dir einen Rat geben. Gleich hier unten gibt es eine Grube für Krieger, wo deinesgleichen auf ihre Prüfung warten. Ich empfehle dir dringend, dich dort auszuruhen, bevor du dein Zeichen setzt. Und glaube mir, ich bin auch ein furchterregender Krieger. Lass dich nicht von meiner Größe täuschen oder meinen momentanen Einschränkungen. Das Kolosseum ruft uns beide. Ich werde bald wieder kämpfen. Zahl deinen Beitrag und du kannst die Prüfung des Krieges antreten. Zahle, um Prüfung des Krieges zu eröffnen. Ich würde sagen, machen wir doch. Lieben Kern, wir haben die erste Prüfung freigeschaltet. Nun, deine neue Prüfung ist für dich verfügbar. Ich hoffe, dein Auftritt wird spektakulär. Nice, wir haben das Kolosseum gefunden. Wo befindet sich das eigentlich so plus minus auf der Karte? Also wirklich da oben. Und da unten haben wir noch einen Weg, der noch geschlossen ist. Der ist noch zu und da unten müssten wir noch durch. Alles klar. Wir haben da schon ziemlich wieder viel gefunden, dass wir das Kolosseum gefunden haben. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Aber ganz ehrlich, meine lieben Mitgenossinnen und Mitgenossinnen, Mitgenossen und Mitgenossinnen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, würde ich mal sagen, wir stellen uns doch in der nächsten Folge Hollow Knight an einem Kampf im Kolosseum. Ich danke euch viel mal fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spass gemacht, auch wenn 1-2 Fails auftreten sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao!